Say goodbye to white picket fences. Say hello to palm trees and Benzes. They say you gotta fall, they have it all. Grüß euch, da ist die Nashika und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar zu einem Lava-Video. Und zwar wollte ich euch mal meine Geschichte erzählen, wie ich zu YouTube gekommen bin, wie lange ich schon auf YouTube bin und was mich dazu inspiriert hat, weil ich glaube von euch allen, die mir vielleicht schon auf meinem Channel folgen, wissen noch gar nicht, warum und wie ich zu YouTube gekommen bin. Und ich habe es auch niemandem wirklich groß erzählt. Und ja, heute werde ich meine YouTube-Story mit euch teilen. Und zwar bin ich schon seit 5 Jahren auf YouTube. Wirklich seit 5 Jahren. Mein Kanal habe ich am 12. Dezember, irgendwann im Dezember 2013 eingerichtet. Da war ich 13 Jahre alt. So. Nun kann ich euch erzählen, nun da ihr wisst, mein Kanal wurde am Dezember 2013 gegründet. Und er läuft bis heute. Heute ist September. Wir haben gerade den September 2017. Und er läuft schon seit 5 Jahren, dieser Kanal. Ich bin schon seit 5 Jahren hier. Und ja. Die Story beginnt eigentlich ganz simpel, muss ich sagen. Also, es war so um die 2009, 2010. Da habe ich so ab und zu mal YouTube geguckt. Und so Pferdesachen halt. Weil ich so ein richtiger Pferdefan war, weil ich reite ja auch und so. Also ich bin auch 8 Jahre geritten und darum habe ich einen richtigen Fetisch für Pferde gehabt. Also, naja, ich war wirklich vernarrt in Pferde. Und ja, da habe ich halt ein paar Pferdevideos geguckt und ich war sehr oft bei meiner Freundin auch und sie hat mir dann mein allererstes Video von einem YouTuber gezeigt, den ich nicht kannte, und zwar war das von dem lieben Catsfreak. Das war sein Turmsprung-Video, das war, ich glaube, einer seiner älteren Videos. Hat sie mir gezeigt und sie hat gesagt, guck mal, das ist der YouTuber Catsfreak, der macht voll gute Videos und so. Und das war eigentlich der erste Kontakt mit einem YouTuber für mich. Also das war der erste Kontakt. Und dann habe ich so weitergeguckt, so was könnte man für Videos machen, weil ich Lust hatte, Videos zu machen, einfach plötzlich. Aber das war so um die 2000, genau, so um die 2010, 2011 hatte ich dann Lust, Videos zu machen. Aber ich habe mich nicht wirklich getraut und dachte mir, mit was, also ich hatte noch keinen Channel und da musste ich mir überlegen, was wollte ich aufnehmen, warum, wie und was. Ich hatte noch keinen Channel, von dem her habe ich nur Videos geguckt von anderen Leuten und konnte sie nicht abonnieren, so wie heute. Ja, also, naja, dann kam so das Jahr 2011 und da habe ich weitere YouTuber geguckt. Und dann bin ich dank meiner Freundin zu der YouTube-Gruppe White Titty gekommen. White Titty hat mich sehr inspiriert zum Videos machen. Klar, sie waren auch jung und haben so lustige Videos gemacht und dachte mir so, wenn die können, kann man das auch machen. Also kann ich das auch. Aber ich habe mich noch nicht getraut, einen Channel zu machen. Also ich hatte keinen Channel, aber die Idee, Videos zu machen, war da. Also der Ansporn war da. Aber die Frage ist, über was? Also es gab so viele Bereiche, die ich nicht kannte. Zum Beispiel wusste ich damals nicht, dass es Beauty gab oder Let's Plays oder Vlogs, Daily Vlogging. Ich wusste nicht mal, dass es Daily Vlogging gibt. Ich wusste es nicht, nein. Ich kannte nur White Titty und White Titty. Ich kannte niemand anders. Also niemand anders. Dann kam so das Jahr 2012. 2012, ein schönes Jahr, wirklich für mich. Wenn ich zurückgucke, denke ich mir, 2012 war ein schönes Jahr.
Denn im Jahr 2012 zeigte mir meine beste Freundin das Musikvideo. Nein, Moment. Genau. Meine beste Freundin zeigte mir das Musikvideo von Saraza und Gronkh. Und zwar das Lied Elektro-Titel. Meine Freundin hat das Lied entdeckt und sagte, guck mal, das Lied ist voll gut. Und wir haben uns das Lied wir haben reingehört und fanden es mega gut. Wirklich. Wir fanden das Lied mega gut. Und ja. So ging es weiter. Also ich kannte Gronkh gar nicht zu dieser Zeit und Saraza auch nicht. Ich kannte niemanden, wirklich. Nur YTT. Ein paar Monate später? Ja, ich glaube paar Monate später, irgendwann Anfangs Juli, August vielleicht so. Ende Juli so. Kam dann bei YTT ein Spiel raus, das hieß GTA in Real Life hieß das Video. Und darunter stand GTA in Real Life von YTT Let's Play von Gronkh. Und ich so, also, ihr müsst euch vorstellen, ich habe das angeguckt und dachte mir so, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Also von dem Video kannte ich den Namen Gronkh ja schon, aber ich wusste nicht, wer er war. Ich kannte ihn wirklich nicht. Und ja, dann habe ich bei dem Let's Play reingehört und dachte mir, wow, der macht gute Let's Plays. Und ich habe gefunden, er macht gute Let's Plays und ich habe ihn echt witzig gefunden zu dieser Zeit. Und dann bin ich auf den Namen von ihm, bin ich auf seinem Channel und dann habe ich mir ein paar Videos angeguckt. Zu dieser Zeit, glaube ich, gab es noch den Channel Super Homies. Ich bin von Gronks Channel aus auch auf den Super Homies Kanal gekommen und habe da ein Video gesehen. Das hieß, glaube ich, irgendwie, ich weiß es nicht mehr, es ist ein ganz altes. Irgendwie, da waren sie in den USA und sind in einem Restaurant gewesen, wo es wirklich so große Burger gab. Und die das dann nach einem Obdachlosen gespendet haben, genau. Und ich fand das cool, also ich fand es cool von ihm, ich fand es wirklich toll. Und dann habe ich angefangen, seine Videos mal durchzugucken und ich fand sie echt gut. Und toll. Also habe ich dann im Jahr 2012 Gronkh und Saraza gefunden. Also ich kannte dann nur die zwei. Ich kannte nur die zwei. Jetzt. Auch gleichzeitig im Jahr 2012 irgendwann, glaube ich, Anfangs August, Mitte August. Genau, so Anfangs August, Mitte August bin ich dann irgendwie Musik am Suchen gewesen. Irgendwie Musik suchen und dies und das und keine Ahnung, wie das passiert ist, aber irgendwie bin ich dann auf Cimorelli gestoßen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie was gesucht und dann habe ich plötzlich gesehen, so ein Cover stand so One Direction Cover, One Thing von Cimorelli. Und ich so, das kann ich mir mal anhören. Ich habe es mir angehört und ich fand es echt gut. Und dann bin ich auf ihren Channel und dann habe ich gesehen, dass es weitere Videos gab und ich habe die weiteren Videos alle gesehen. Und ja, 2012 war wirklich ein schönes Jahr. Ich habe Cimorelli gefunden, Cimorelli und ich habe den Gronkh und den Saraza gefunden. So. Ende Dezember 2012. So. Es ist der Ende Dezember 2012. Richtung Nähe Anfangs Januar 2013. Ich wollte wirklich Videos machen und so und ja, ich habe mir überlegt, also ich habe viele so Videos gesehen, wo die Leute mit so Schleichfiguren Videos gemacht haben und ja, da dachte ich mir so, also ich habe probiert, das zu machen und aufzunehmen, aber
ich habe die Idee dann gleich wieder verworfen oder das Video wieder gelöscht. Naja, ist halt nicht wirklich toll gewesen und ich habe nicht die besten Kameras, wie ihr wisst. Und ja. Dann hatten wir so Anfangs Januar 2013 und da ist was Lustiges passiert, denn ich habe ganz viele Gronk-Videos geguckt und so und dann ist es lustig gewesen. Ich bin mal dort gewesen und plötzlich sah ich so ein Video von Dena, genau, von Dena, aka Felix von der Laden. Habe ich gesehen und da stand irgendwie, was war das? Irgendwie Minecraft Let's Play, dies und das, irgendwas. Weiß nicht mehr genau, was es war. Da habe ich da mal drauf geklickt und da habe ich irgendwas gesehen, so ein junger Boy spielt Minecraft und ich so, Also ich fand ihn auch sehr gut eigentlich und ich gucke ihn bis heute. Also, ja. Dann kam plötzlich mal irgendwie eine Folge online, wo stand irgendwie nicht Dizzy versus das habe ich nicht gesehen. Das war vorher. Was war es? Irgendeine Folge kam dann plötzlich so Team Dizzy gegen irgendwas und ich dachte mir so, hä? Also ich wusste nicht, was Team Dizzy war zu dieser Zeit. Wirklich. Dann habe ich da drauf geklickt und dann stand da so Team Dizzy gegen irgendwas. Keine Ahnung, wer das war. Dann habe ich so geguckt, da habe ich geguckt, wer dieser Izzy ist. Und dann habe ich mir das Video angeguckt. Und der so auf Izzy's Video, genau, sein Satz am Schluss war, es gibt auf Izzy's Kanal auch ein Video, das wir zusammen gedreht haben. Okay, gut. Er war verlinkt unten, dann bin ich auf den Link und dann bin ich den Channel suchen gegangen. Und dann habe ich auch diesen Channel gesehen. Das so, ja, gucken wir mal. Und ja, 2013 habe ich dann Dena und Izzy gefunden. Irgendwann so Mitte 2013, Mitte Jahr so, habe ich dann auch von Sarazar ein Video gesehen. Genau, das war Let's Play The Forest. Die alten Folgen von ihm und Sarazar The Forest. Also die zwei haben ja The Forest gespielt, dieses Spiel hier. Und dann bin ich von Sarazars Channel, wurde mir plötzlich ein Video empfohlen von einer gewissen Mrs. Vlog. Und ich so, hä? Also ihr müsst wissen, ich kannte die liebe Kelly, aka Mrs. Vlog, nicht zu dieser Zeit. Auch nicht. Dann bin ich so drauf gegangen. Nachdem ich das Video geguckt habe von Sarazar und Gronk, bin ich drauf gegangen und dachte mir so, ja. Genau, es war ein Kelly kommentiert Kommentare Video. Ich dachte mir so, okay. Kelly kommentiert Kommentare, kenne ich jetzt nicht. Okay, gut. Klicke ich mal drauf. Ich habe drauf geklickt und ich habe es so lustig gefunden, wirklich. Falls diese YouTuber hier das sehen, ich feiere euch immer noch alle. Und ich folge euch schon mega lang irgendwie. Das fällt mir gerade auf. Ich folge denen schon seit mega lang. Ich gucke die heute noch. Und naja. So, wir kommen langsam zum Ende. Wir kommen langsam Ende 2013, und zwar Dezember 2013. Dezember 2013. Ich machte mir meinen ersten YouTube-Channel auf, aber darauf waren noch keine Videos. Absolut keine Videos. Dann so anfangs 2013. Nein, anfangs Ende Dezember 2013 war das. Anfangs Januar 2014 habe ich mich dafür entschieden, ein Schleichvideo zu filmen und es hochzuladen. Es kam auch sehr gut an, da ich Abonnenten bekam und dazu bekam und vieles mehr. Und ich habe irgendwie so 4-5 Videos draufgeladen und hatte irgendwie 9 Abonnenten. 9. Und das Ding war, ich war noch in der Schule und irgendjemand hat meinen Channel dann entdeckt
gehabt und hat mich dann darauf angesprochen, du machst Pferdevideos, das ist so kindisch von dir und das ist so kindisch und dies und das und dann, naja, ihr müsst wissen, zu dieser Zeit war ich nicht selbstbewusst genug, um zu sagen, das ist mein Ding, das will ich tun. Nein, da war ich noch nicht selbstbewusst wirklich und war zurückhaltend und ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll und naja, aus Traurigkeit heraus habe ich dann den Channel gelöscht. Also ich habe den Channel dann gelöscht und habe dann einen neuen Channel eröffnet, wieder. Da kamen, glaube ich, auch wieder Pferdesachen. Nein, ich hatte vorher einen Channel mit Musik drauf mit meiner Freundin zusammen. Aber den Channel haben wir gelöscht. Und dann hatte ich diesen Pferde-Channel mit den 9 Abonnenten. Und dieser Pferde-Channel habe ich dann auch gelöscht, weil die Leute mich dann sagten so, also sie sind zu mir gekommen und sagten so, du machst Pferdevideos, das ist ein bisschen gewagt. Ein bisschen, sagt man, dumm und kindisch halt ein bisschen. Und die haben mich dann ausgelacht und sagten so, du machst Pferdevideos mit diesen Figuren. Und ich war aber nicht die Einzige, die solche Videos machte und ich folgte auch anderen Leuten, die Pferdevideos machten. Und zu dieser Zeit war meine größte Inspiration die YouTuberin Courageous Sam. Sie macht ganz tolle Pferdevideos und sie war meine Inspiration dazu, aber irgendwie habe ich dann verloren, als Leute von meiner Klasse mich ausgelacht haben und mir dann gesagt haben, dass das doof und kindisch ist. Dann, naja. Ich habe den Channel dann gelöscht und irgendwann hatte ich dann wieder einen Channel, aber da drauf war absolut gar nichts. Genau, da war absolut gar kein Video drauf, aber ich hatte irgendwie 9 Abonnenten auf dem Channel. Do not ask, I don't know. Also es war wirklich so ein leerer Channel mit keinem Video drauf, aber ich hatte einfach 9 Abonnenten drauf. Ich wusste nicht warum. Später habe ich diesen Channel auch gelöscht, weil da war ja absolut nichts drauf mit diesen 9 Abonnenten. Das war so Anfangs, Mitte, irgendwann 2015 war das dann, glaube ich. So, dann kam Anfangs 2016, habe ich mir wieder einen neuen Channel gemacht. Und diesen Channel habe ich dann genau, den Channel habe ich dann Endlove for Life getauft, weil ich eigentlich mir so gedacht habe, so ja, du machst so Vlogs und Daily Vlogs halt, so wollte ich machen. Da habe ich das probiert und so und ich muss sagen, es ist ein komisches Gefühl, wenn du noch nie gevloggt hast, plötzlich dann sofort in der Öffentlichkeit zu vloggen, irgendwo und vor allem wenn ihr anfangt zu vloggen und ihr euch noch nicht so traut zu vloggen, bitte versucht es nicht in einer Großstadt. Ja, meine Idee war also einfach so, also ihr müsst mich mal verstehen. Ich hatte Schule und dachte mir, genau, das war, so, also ich hatte den Channel, aber so im Sommer hin habe ich dann probiert, sowas zu filmen, also so wintermäßig, so herbstmäßig dann, so Oktober, so Richtung Oktober 2016 habe ich dann probiert, ich habe schon früher probiert zu vloggen, aber irgendwie habe ich dann, also ich habe versucht in der Stadt zu vloggen, wie ich in die Schule gehe, dann und ganz ehrlich, ich war nicht bereit für sowas, weil ich war halt recht zurückhaltend und ich war in einer Großstadt und ich wusste nicht, also ich habe keine Ahnung, ob man die Leute filmen darf, ob man sie zensieren muss oder ob in öffentlichen Plätzen überhaupt gefilmt werden darf oder ob man die Leute rausschneiden muss oder sonst was. Und ihr müsst wissen, ich habe mich nicht so getraut, weil ich nicht wusste, was kann ich filmen und was ist verboten, was wird gestrikt und was wird nicht, was wird
Ich wusste nicht, was erlaubt war zum Filmen und was nicht. Sagen wir so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, fangst du klein an. Ich glaube dann irgendwann, also ich habe mir nur die Idee gehabt zu vloggen, weil ich habe mich lange dafür entschieden, ob ich Vlogging mache, ob ich Let's Play mache oder so. Und da wusste ich dann, durch den lieben Gronk und die Kelly, wusste ich dann, dass es Lifestyle gibt. Also Comedy, so wie sie macht. Sie macht Comedy. Ich wusste, dass es Comedy gab und ich wusste, dass es Let's Plays gab. Und ja, ich habe auch so ein paar Leute Vlogging gesehen, da habe ich vom Bloggen aus auch gesagt, so, ja. Also ihr müsst wissen, so 2012, 2013 habe ich erfahren, dass es Let's Plays gibt. Beauty, Lifestyle, Beauty und Lifestyle zusammen. Vlogs, es gab Vlogs, Daily Vlogs gab es sogar. Und es gab Comedy, es gab Let's Plays, es gab so vieles, dass ich dann erfahren habe, von dem ich nichts wusste. Es gab auch Musik wusste ich auch nicht, was ich will und so. Sagen wir es so. Ich habe dann überlegt, ob ich Vlogs machen wollte und so. Und ja. Dann habe ich irgendwann 2016 habe ich angefangen, ein Video hochzuladen und das war, glaube ich, ein Video, wo ich das war ein Dankesvideo an alle YouTuber, die ich kannte. Ich kannte dann, zu dieser Zeit kannte ich auch Dagi B, Babys Beauty Palace, Paola Maria, die Luna Darko, die jetzt Kitty heißt. Also die Kitty kenne ich jetzt von Dead Adam. Und also kannte ich da und dann kannte ich die Kelly und ihr müsst wissen, zu dieser Zeit kannte ich zum Beispiel Jodie nicht. Ich kannte Herr Bergmann kannte ich. Jen kannte ich auch. Und du und Simon eigentlich. Also den ungeschult. Also ich kannte die nicht, aber dann, dass ich mit eine von Denas Videos gesehen habe, wo stand Longboard Tour mit Jen und Tu und dann habe ich die gesucht und auch abonniert. Und ja. Und ja, eigentlich habe ich dann angefangen, einfach dieses Dankesvideo hochzuladen irgendwie. Und das bekam eigentlich gut Likes und Aufrufe. Und dann dachte ich mir so, ja, mein erster Meilenstein. Weil, ihr müsst wissen, viele haben mir gesagt, also jetzt weiß ich, also jetzt natürlich, haben mir, also sagen wir es so, nicht viele wussten, dass ich mit YouTube angefangen habe und mich getraut habe, Videos zu machen. Und im Nachhinein habe ich dann meiner besten Freundin erzählt. Also, ich habe es mal meiner Freundin erzählt und sie sagte, wow, sie wusste nicht, dass ich das mache und sie hätte nicht, also ein paar Leute, die ich kenne, hatten mir gesagt, sie hätten nicht den Mut dazu, sowas zu tun wie ich. Und sie finden es toll und sie sagen, sie haben Respekt davor, was ich mache. Das fand ich wirklich schön. Und naja, gehen wir zurück zur Story. Es war einfach so, ich habe mit diesem Video angefangen, glaube ich. Dann mit irgendeinem weiteren Video und dann kam auch mal ein Fan, also ich habe dies und das gemacht und dann auch Fanvideos, zum Beispiel das Fanvideo über Paluten. Genau, das mit dem Fanvideo über Paluten, das war eine lustige Story. Und zwar, es war eine lustige Story. Und so habe ich dieses Fanvideo gemacht und da war mein YouTube-Channel mit dem Twitter-Account von mir auch verbunden. Also noch nicht verbunden. Dann habe ich so getwittert so. Genau, ich hab dann auf Moment. Ich kann's sogar zeigen. Warte. Da. Ich habe das dann getwittert und dann hat Paluten das geliked. Warte, genau. Ich kann noch sagen, was ich getwittert habe sogar. Das war ganz alt, da hieß ich noch. Genau, da war mein vorheriger Twitter-Name, Brasil14. Da habe ich das auf Endlo for Life dingend. Und dann habe ich dann geschrieben, Art Paluten, den Link vom Video von diesem Fan, also von diesem, von diesem Fanvideo, das ich gemacht habe.
Dann habe ich geschrieben, hoffe es gefällt dir und du schaust es dir an. Hab mir viel Mühe gegeben. Das ist ein Dank. Das war ein Dankesvideo für Freedom. Weil ich fand Freedom so cool. Da habe ich ein Dankesvideo gemacht und das geschnitten gemacht und getan und Bilder reingenommen und hier sind das Video ist sogar noch auf meinem Channel, falls ihr es gucken wollt. Und ja, ich habe wirklich geschrieben, hoffe es gefällt dir und du schaust es dir an. Hab mir viel Mühe gegeben, das ist ein Dankeschön für Freedom. Und wirklich, einfach ich war irgendwie in der Schule, nein, ich musste zur Schule gehen und so. Und dann plötzlich bekam ich einfach so ein Like, so plötzlich so eine Benachrichtigung auf Twitter. Ging ich so auf Mitteilungen und da sah ich plötzlich so, gefällt mir Angaben, Paluten. Ich bin so glücklich gewesen. Ich habe mich wie ein kleines Kind gefreut. Genau, ich war hier unten ist so ein Bastelraum, also so ein Raum, wo mein Töffel steht. Und ich war da unten und wollte gehen, habe das dann gesehen und ich habe mich so gefreut und ich dachte mir nur so, oh mein Gott, Paluten hat's gelangt. Ihr wisst es schon, Fangirl tot. Wir kennen das alle, Fangirl tot. Naja. Und ja. Wir kennen das alle. Den Fangirl tot. Naja. Ich machte halt immer weiter Videos und hatte mich verbessert. Ich glaube, genau, das habt ihr nicht mitbekommen, aber irgendwann hatte ich ein Aufnahmeprogramm. Das Aufnahmeprogramm war kostenlos, aber man musste nachher zahlen für das. Und dieses Aufnahmeprogramm war sehr einfach. Und dann dachte ich mir so, okay, gut. Viele YouTuber, ich guck mal, was für YouTuber, welche, also zum Beispiel, was sie für ein Aufnahmeprogramm haben. Und dann habe ich von vielen gehört, OBS Studio, OBS oder sonst irgendwas, einfach OBS sehr oft. Und dann habe ich das im Internet mal eingegeben und dann habe ich das Programm gefunden. Tatsächlich. Aber ganz ehrlich, ich hatte die Krise mit diesem Programm. Ich hatte keine Ahnung von diesem Programm. Mittlerweile kenne ich mich gut aus mit diesem Programm. Aber ganz ehrlich, ich musste mich durch so viele YouTube-Videos durchschlagen. Wirklich. Bis ich die Qualität einstellen konnte. Bis ich wusste, was eine Kodierung ist. Oder bis ich wusste, was ich einstellen muss. Wie ich zum Beispiel meine alte Microsoft Webcam nutzen kann. Weil diese Kamera hier, die ich jetzt gerade benutze, die ist 5 Jahre alt. 5 oder mehr Jahre alt. 5 bis 7 Jahre alt. Ich hatte diese Kamera hier oben, seitdem es Windows Live Messenger gibt. Für MSN. Ich weiß nicht mehr, ob ihr das kennt, aber das war so ein ganz altes Programm, wo man miteinander chatten konnte und auch spielen konnte und all das. Und ja. Und ich mache bis jetzt Videos. Und dank euch habe ich 77 Abonnenten und es wäre schön, wenn ihr mein neuestes Video anguckt. Und zwar das ist das Let's Play Ombre 03. Und zwar das Video heißt das einfache Leben. Und ich hoffe, ihr wollt euch das Video auch mal angucken. Und übrigens, die Leute, die mir auf Instagram und Twitter folgen, auf Twitter ist der Link von meinem YouTube-Channel und auf Instagram und ich glaube auf Facebook habe ich es noch nicht gemacht, aber Facebook verlinke ich euch ja nie. Eigentlich zum Beispiel, also auf Snapchat ist es ja nicht drauf, das kann man nicht verlinken. Aber auf Instagram und Twitter könnt ihr den Link meines Channels finden eigentlich. So. Wir sind bei über 30 Minuten. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Es gibt ja einige Sachen, die ich auch rausschneiden muss. Aber ich hoffe, es hat euch mal einen kleinen... Also das war meine Story, wie ich zu YouTube gekommen bin. Ich hoffe, es ist nicht zu verwirrend. Falls ihr Fragen habt, schreibt die Fragen gerne in die Kommentare, damit ich euch beantworten kann oder vielleicht beim nächsten Video vielleicht eure Fragen reinnehme per Handy und vielleicht beantworten kann, falls ihr irgendwelche große Fragen habt und allgemein, was ihr für Fragen habt. So,
ich wünsche euch wirklich einen schönen Tag und das war meine YouTube-Story, wie ich zu YouTube gekommen bin und ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, alle.